Salut, herzlich willkommen zu der 4. Episode von unserem Podcast. Mittlerweile feier schon, von der Weg zum Kreuz. Schön, dass no lauscht. Wir wollen heute über Thema schwätzen, Göttlichkeit für Jesus. Also, dass der Jesus Gott ist und was das bedeutet. Dafür gibt man gerne natürlich an der Bibel gucken, mir vielleicht eben einfach, für was überhaupt das Thema, für was das überhaupt wichtig. Ja, gern. Mehr ist einfach wichtig, weil also der Jesus ist ein Mensch, den es definitiv gouf. Das ist gar nicht zu diskutieren. Das ist intellektuell unehrlich von dem behauptet, dass es die Jesus nicht gouf. Also historisch gesehen 99% von den Historikern so nicht. Absolut, ja. Also, du hast da 1%, wo... Ja, das sind ja irgendwelche Quacksalber, die da nicht wollen. Nee. Also wenn ihr nicht will der Bibel leben, und das ist okay, als authentisch suchst, obwohl er dein authentisch so sagst, mit darüber können wir ja nicht schwätzen. Es gibt auch genug andere Schriften, Dokumente, die bezeugen, dass es Jesus von Nazareth gouf, dass Leute ihn als Messias gesehen haben und dass ihn Zeichen gemacht hat, also irgendwelche Wunder gemacht hat. Und ich gebe da noch so du hast authentisch geschwärzt. Ich gebe so, ich meine, 30 Personen aus sich an der Bibel sind historisch bewiesen, ne? Circa, also Herodes-Familie, ne? Also Königsfamilie. Dass es die wirklich go. Ja, genau. Pontius Pilatus. Yes. Caiaphas. Ja. Nicodemus meine ich auch. Nicodemus, sind wir nicht so sicher. Okay, sind wir nicht kann sicher. Den aufmerksamen Nullstrahl kann natürlich nur gucken, ob das stimmt. Immens viel Leute, ne? Und ich meine auch an der Apostelgeschichte, die Detailer, die du genannt gehen, die Ortschaften, aber auch die Personen, zum Beispiel Statthalter und so weiter, die gehen für alle gut, ne? Ja, das ist wirklich nicht einfach nur ein Fond, nicht einfach nur eine coole Geschichte. Also die Jesus go wird definitiv. Das ist eine coole Geschichte, ja. Also doch, wir cool, nicht immer eine coole Geschichte. Eine historisch wirklich richtig Geschichte, ne? Also die Jesus go wird definitiv wirklich, da ist gar keine Diskussion. Wir wollen ja natürlich sehen, ich glaube an den Jesus, da meinen wir da nicht, ich glaube, dass es der gouf, so wie den Kleopatra oder ich weiß nicht wen, mehr, dass er eben Gott ist. Und ich meine, du ist der spannende Punkt, wen ist der Jesus für dich? Und das ist, also für viele Leute so, ja, Jesus ist ein cooler Mensch gewesen, und er war mega live mit den Leuten und alles. Aber was wirklich der spannende Punkt ist, dass der Jesus Gott ist. Und das ist einfach mal heute gucken, ob der Jesus das überhaupt selber behauptet, ob das andere Leute so gesehen haben, und was das schlussendlich auch für uns Christen, aber auch für Nicht-Christen hoffentlich bedeutet. Und da ist einfach mal bis zu wollen halt gucken. Ich meine, du bist froh nämlich. Ich gebe so, und schon auch heute allein schon lass, und für was behauptet Jesus so fest, dass er wirklich Gott ist, also so, und dann noch die nächste Frage, die haben sich auch schon direkt präpariert, die nächste Frage wird dann, was bedeutet Gott für dich? Was ist die Göttlichkeit davon aus, dass von den speziell den Wunder möchte, also den Gott, von den irgendwie speziell Meditation möchte, hat er irgendwie an den Christ Mind racken oder irgendwie und in den göttlichen Niveau schwingen, buddhistisch schwätze davon, dass an den Nirvana kommen, bedeutet Gott, also was du mir da ein bisschen mehr dazu also wen ist Gott oder war das Gott? Schmengen, für mich generell, also egal, was meine Meinung hast, oder nicht egal, aber ich gucke immer gerne an der Bibel, was die Bibel dazu sieht, wen Gott ist, und das sind noch Sachen, wo für mich auch logisch sind. Also Gott ist den zum Beispiel ewig ist, okay, ja. Du und ich, wir leben nicht ewig, und auch sonst kein Mensch, aber Gott also, steht dort drüber. Schon. Stimmt schon, ja, das ist ein anderer Punkt, ja. Uns Leben und trotzdem hat das Leben hier angefangen, also du bist eigentlich auf die Welt gekommen, und ich auch und so angefangen. Was Gott an der Bibel sieht, als hiners den Alpha an den Omega, das der Alphabet am Griechischen, haut das ja einfach den A an den Z, und alles dazwischen. Den Anfang an den. Genau, den Anfang an, beziehungsweise sogar darüber wasch, also Gott hört keinen Anfang, und das ist ein bisschen das, was ich schon mal meine, Gott ist eben ewig. Ja. Und, den Assen, sehe. Ja, genau, das ist, wie sich wie selber beschreibt, hin Ass einfach nimmen. Da sind ein Wort, was so viel austrägt, an irgendwie auch durch daneben ist, ja, was hecht da, ne? Gott ist auch den erschöpfen kann, erschaffen kann. Ja. In den etwas kreieren kann. Wenn es irgendwie
gouf net kreiert für der Tisch er gouf selber nicht kreiert mir auch er kann auch kreieren also mehr so ein du guck halt da und ich gemacht weil er schöne pure Stecker Holz geholt schon die zu Simmer gebaut los ich habe oder schon ein toll geholt auf Kurve gemacht war schon das gemacht und das ist cool ja kein Problem du kann ja niemand kreativ sein nee das ist nicht me wat Gott möcht also mehr benutzen immer die Sachen die Gott schon gemacht hat mehr holen Holz mehr holen ein toll mehr holen Sachen die jetzt schon existiert und dann kreieren wir abst Mutter mir Gott hört aus nicht kreiert hin das nicht etwas gemacht und da ist auch etwas was hin zu Gott möchte oder göttlich möchte das was Bibel sieht aber doch Menge Meinung als Gott nimmt Gott also ist die vorgestellt damit irgendwo kann an göttliche Status kommen genau, dass mir als einem Gott gehen ob irgendein anderer weiß Gott ja selbst in der Richtung Gott als Gott das den einzige Gott an da das wat Bibel seht da war das auch leben die andere vor war für wat jede so hat behauptet dass ihr Gott ausmeint ja genau also für wat hält in den Urspruch zu so ne Gott ne ja also, das schon mal so schmal ja das ist ja kein Urspruch den einfach so hält an ich denken dat auch die einzige Person an der Geschichte ist die behauptet wie Gott natürlich gibt nach aller Personen ja, aber anders ich meine Alexander der Großen zum Beispiel auch ja die einzige wichtig historisch Person die dat behauptet ne vielleicht zum Beispiel den Napoleon den hört behauptet hier wird den wie schon ist hier für der größte Mann aber selber hin als just den Mann ja okay ja. Also ja. Auch gerne wie Bescheide von Napoleon hätte ich nicht getäuscht ja. Also Napoleon selber wird erkannt okay es sind just den Mann okay ja vielleicht aber es gibt eine Person die aus mehr wie ein Mann ja okay das wurde dann okay was nicht schlecht ja das ist ja für was die ist da so krass behauptet also ja. Ich gibt so in die einfach einfach das hier nicht da so krass behauptet weil hier nicht das also da das ja wüsste wichtig auch dass die Jesus eben ob der Erdkommers für Eis zu weisen dass hey Gott ist und dafür hat hier noch immens viel Wunder gemacht also das war auch so geschieht dass Jesus Wunder gemacht hat, hat Leute zur Irse gehen, also aus wenig Irse, viel Irse gemacht, hat Kranker geheilt, hat Deutscher im Leben gemacht, und das alles für zu beweisen, ich bin tatsächlich Gott, und das war hier wichtig für das zu weisen, weil wenn hier nicht ist, wenn hier einfach nicht irgendein Mensch ist, was historisch gesehen denkt denn das, wir einfach nicht irgendein Mensch, der gute Sache gemacht hat. Ja, oder auch einfach auf den ersten Blick, weil Jesus war einfach auch ein Mensch, ne? Ja. Hier war Mensch gleichzeitig. Yes. Das ist etwa, der Konzept, das schwer zu verstehen ist. Das einfach auch als Welt, als dreidimensionale Welt, wie wir eben denken, ist das schwer zu verstehen, das Konzept. Mehr aus der Bibel kann ich auf jeden Fall rauslesen, dass Jesus gleichzeitig 100% Mensch war, aber gleichzeitig 100% Gott. Ihm war es wichtig, ja, das zu weisen, und da wird eben noch so viel Wunder gemacht, und das ist auch das, was von den Gründen aus, für was ich so in der Jesus hört, für sich selber behauptet, dass er Gott ist. Es gibt nämlich die Kritik oder die Leute, Atheisten, mir aber auch verschiedene Religionen, die behaupten, was okay ist, ja, soll ja ruhig, ja. Vorzustellen, ne, aber die behaupten, aber sollen nicht unfair sein, also das ja. Natürlich auch, wo ich mich auch ein bisschen als Christ manchmal ein bisschen schlecht behandelt viele, dass Atheisten relativ unfair, ja, wie für uns sind. Und auch pauschal einfach schon Wunder auflehnen, obwohl auch so rein akademisch auch schon dokumentiert Wunder gibt, zum Beispiel medizinisch Wunder, Heilungen, medizinische Heilungen, also wo eine Person einfach so wie mal von irgendeiner Krankheit geheilt wird. Unerklärlich, wissenschaftlich unerklärlich, ja. Was gibt noch Nahtoderfahrungen, immens viel dokumentiert an du weißt Wissenschaft auch nicht wirklich so eine Antwort darüber. Ja. Also vieles lässt sich erklären durch Wissenschaft, ganz klar. Also wir leben an der modernen Zeit. Technologie gëtt ich mein sind Videoknopf geholt durch Technologie mittlerweile gëtt KI mittlerweile gehen nicht all die gut auch gut Sachen die man all hun die Wissenschaft als Brücht hört ja aber trotzdem gehen nicht darum Sachen die wir uns nicht können erklären ja also definitiv fand ich doch was auch manchmal unfair dass Atheisten das direkt wollen so wasch erklären an dem gläubische Leute noch keine Chance geben teilweise wir können hier Weltsicht erklären ja für einfach mal die dir abzulösen okay mal gucken ob der vielleicht abs der Hand das ne genau
Ja, wie gesagt, es gibt Leute, die behaupten, dass Jesus nicht gesagt hat, hey, wer Gott. Und das ist einfach, weil ich so nicht ganz ehrlich, der Jesus sieht an der Bibel nicht, der Jesus Christus von Nazareth oder der Jesus von Nazareth, sind Gott. Ihr seht das nicht, ganz klar, das steht nicht so in der Bibel. Aber das ist eine Definition, die mehr als machen, die mehr vielleicht auch Hautstars geben, nicht vielleicht so behaupten, wenn das will klar so an. Wir haben heute klar gesagt, auch noch klar gewiesen. Also wann lo zum Beispiel ich weiß nicht, den Spider-Man wäre noch ich glaube nicht, dass Spider-Man Gott, das ist eine fante Figur, ne? Also so weit gehen wir da nicht. Ja. Mit der Spider-Man, die wäre noch an die will der beweisen, dass hin der Spider-Man ist. Okay, ja. Stellt ihr sich dann dahin, seht, ich bin der Spider-Man, was dann überzeugt, oder was der echte bezeugt und hinterher so sein Ding da rummeldet, dann sich so rumzieht, dann so, weißt du. Also ganz klar, und dann gebe ich vielleicht noch ein bisschen skeptisch sein, gehe vielleicht so, ne, vielleicht tust du zwischen den ja, kann auch sein. Und da beweist noch, beweist noch was andere Sachen, ne, dann weiß man, übernatürlicher Kraft, oder dass eine Mauer kann rumklammen oder so, ne. Ja, da gebe ich mal vorstellen, ne. Und das ist das, was Jesus gemacht hat. Jesus hat nicht sich hintergestellt gesagt, ja, hallo, ich bin Gott. Wir haben nicht Sachen gemacht, die nimmer Gott kann. Genau, ja. Zum Beispiel hin Leute geheilt, hin eben die ersten vermehrt, hin aus dem Wasser gegangen. Ja. Und hin eben auch war gut schwimmen. ja, nee, oder nicht ja, das ist einfach einem Druck für nicht zu schwimmen. Nee, also ja. Aber und dann eben die Sache, wo eben auch dann ein großer Punkt ist, hin wird Sünde verziehen. Ja. Hin hat die Leute gesagt, ich verzeihe dir den Sünden. Für die Leute, die Demos gelebt haben, an dem Raum, wo Jesus gelebt hat, an dem Kontext, an der Kultur, die haben direkt verstanden, hin behauptet immer da, Gott zu sein. Ja. So krass, dass sie gesagt haben, du warst am Gangen, blasphemisch zu sein, Gott zu lästern, an dem du das behauptst, und dafür wird mehr dich umbringen. Ja. Sie sind so weit gegangen, dass sie da sogar behauptet haben, wir können das gesehen am Jean 10:30, ich kann gerne viel lesen. Am Jean 10:25 fängt eine Jeune. Der Jesus wird geantwortet, es sind eine ganze Cope Leute beigekommen und haben ihn da rausgefordert und gesagt, wenn ich weiß, da eigentlich, ob sie wirklich der Messias passt, ne? Und Jesus wird geantwortet, ich schon erst schon gesagt, mir die lebt mir noch immer nicht. Die Wirker, die ich an meinem Pap im Namen machen, das ist auch eine Sache, ich bezeichne Gott als sein Pap, deshalb wird doch so viel gemacht wird. Trinität, ne? Dreieinigkeit, ja, da können wir gar nicht noch drauf kommen. Wir hin behauptet immer da, dass jeder bei einem Status ist, wo kein Mensch ist. Ja. Bei einem Status wie Gott. Also die Wirker, die ich an meinem Pap im Namen machen, so ein Iwart mich aus. Also sie erklären, dass ich tatsächlich Gott bin. Die lebt aber nicht, weil die nicht mein Schof seht, so wie ich ihr schon gesagt habe. Mein Schof lauscht drin ob mein Stimme. Du zitiert ihn aus dem Alten Testament, wo eigentlich auch just Gott so geschrieben wird. Ich kenne sie, als sie mir no. Ich geh hin in ewig Leben, als ich weder an der Ewigkeit verlor, noch rabt sie aus meiner Hand. Mein Pap, der mir sie gehen hört, als mehr groß wie jeder Rehn, an det Kakesi aus meinem Pap seine Hand rappen, ich an der Pap sind eins. Du weißt dann, okay, da kannst du, hier bezeichnen Gott als Pap, also als nicht Gott, mir hier seht doch, ich an der Pap sind eins. Und dann ist das, wo könnt eben, dass darauf sind, und Juden nie sein können, Stang abgeraft, für hin zu stangen, weil sie eben von tun, dass hin Gott lästert, sie sollen ja doch, mir stängen dich nicht, wegen seinem guten Wirk, mir wennst Gottes Lästerung, weil du, denst du nimmer ein Mensch warst, dich zu Gott möchtest. Also okay. Ja, Jesus hört behauptet, dass du Gott ist, durch die Sachen, die hier gemacht wird. Und ich kann dann auch behaupten, gibt ja divers, wo den Thomas da seht, zweifelt, ne, also vielleicht kennen paar Leute den Thomas als den Zweifler, den nie ab es gelebt, ne. Ja. Und den Thomas wird dann, wollte den Beweis suchen. Und den Jesus wird ihm da gesagt, hey, du kannst der Fanger am in Wund legen. Das war nur der Oberstehung, nur der Kreuzigung, ja. Genau. Und Dono hat den Thomas gefragt, und dem sind das da gemacht hat und sich da selber verzeiht hat, okay, tatsächlich, das ist ein Oberstehender Jesus. Ja. Hat ihn gefragt, wie meinst du, wen ich will, ne? Ja. Und der Thomas antwortet dann, du bist mein Herr, du bist Gott. Ne? Yes. Und der Jesus
seht dann dort so also behaupten da ja ist sie gut oder was seht mir hin verneint dat net Ja. an dat das eben noch dags vorkommen also das Leid hin als Gott bezeschen tun ja an das hin dann net gesucht hue ja, im Moment dat du kannst net so weil ech se just en Engel ech se just de Prophet oder irgendwie so etwas von der anderen ja wat aber aner Leiit gife mache wann hin net Gott wär dann hätten dat so gemacht also da se gut Beispiel ja vom Thomas den eben dodurch dass da lo gesinn huet is das tatsächlich gestürfen aller Obersternen du wennst klevennech lo das hin mein Herr ass an mein Gott okay ma dann hast nach einer froh nicht also Jesus also Mensch Ja. ist schon der typisch Bild irgendwie ich befest der vielleicht ein bisschen zu viel Simpsons geguckt wie ich klein war schon das Bild als Gott mit dem weißen Bart wo du nimmen Beden gesessen nimmen op Knien hey und dann hörst du Stimme Vater Sky Daddy so en heißt du Leute die net krchte sinn ja so ab's, ne? Ja. Und ja wie wat mis Jesus dann solche Mensch sehen an wie war das dat für schon net Gott also der Mann man weiße Bart oder do Ja. hört das Jesus wie der Gott Ja ich meine das bisschen ein Bild oder eng Idee vu Gott die mir auch so also Renaissancebilderin oder so ich gif so net du vielleicht ein bisschen ugefangen dass sie eben du Gott so gemult hun ja ich meine Renaissance war bis 4 immer net sicher ich meine schon ja aber noch dat Bild eben von Gott den eben dem Adam also dat du hast den Adam Gott ich hoffe du hast auch ein bisschen so ein Genau. Sky Ja. am Stadtler Moll ne also den ja das nee das net méi war dat wat Leiit eben hhöllen an fir bisssen de Gag ze mache leider ne méi das eben bisssen so dat Bild ja Gott huet wie gesagt Gott aus eigentlich froh ne also Gott net firstellen ne also eigentlich Bibel beschreibt beschreibt Gott net am Körperlichen also wie hin ausgeseit mir wéi se Charakter sich sinn Ja. es gibt so Gott ist auch auf engem Niveau wo man se gonne könne firstellen also es kommen heißt so beschreibt Beschreibungen wéi ja hin Hölle is innner seng Flilecken oder en so etwas Also. dat heet net unbedingt dass Gott Flilecken huet mit einfach ein Bild von wéi mehr als bei him könne Geburge fillen das ist ein Beispiel he miss dann aber en ausgesinn unhhöllen wo op Erdkommers an als Mönsch ginnners weil das kann den eben net könne gesinn du wennst das dann Gott dem Moment so ausgesinn mir gleichzeitig war ja auch noch am Himmel an hue den ausgesehen wat mehr als net könne vierstellen Getexten beschrieben als etwas wat extrem heller oder so ja als geht aber material Dingen ich schnapp es ne ja absolut einfach auf Form von den Mensch kommen an dat war Jesus ne Gene, ja. ja okay Jesus politisch Figur spirituelle Lehrer Mhm. wat hun den noch so ja Wanderprediger nëmmen Wanderprediger oder eben politischen Rebellion Ja. Rebellion wie gehst du Jesus beschreiben an ass dat dann noch vorbar oder Ja. hast du hier eng Vorwurf dran ne also Ich gif so das bist von allem et gëtt so Lied op Deitsch man sagt er war Politiker und dann man sagt er war Philosoph so ziemlich gut all seg aner Strof ja Philosoph und vergis ja Philosoph ja ja ich gif so das bisschen alles weil ja natürlich schütten ein bisschen noch politisch et Leiit opgewult du wennst en anderen du wennst du nur dann gekreizig gin weil die Relais Leder hunn de Remer de wo eigentlich Politik hatten also mcht hatten zu der Zeit an dem Land wo die es gelebt huet dat tut ihm net gefallen ne ja der hin gesagt hey, Lauster, hey, Der neuen. der himmisch Probleme weil hier rebelliert leider hier wollt Leid opgehen der an da sollten sie ja okay dann gucken wir dass die Sache geklärt geht ja oder Ja. also ja an dem Sinn ja bisschen politisch philosophisch auch ja Philosophie he eigentlich Weisheit an Philo as lebt ja ich mein, das ist eigentlich eine gute Bezeichnung für Gott eine gute Bezeichnung für de Jesus ja das definitiv beides an engem ja das Weisheit dann auf lebt an Lehrer Lehrer war noch hin hast du nützlich auch Lehrer Bezeichnung gelos also Rabbi ja sein statt wird wat derer ass also hin hast bist von all dem wo du sest me wat du no wichtig as wenn wie gesagt für drin wen hast Jesus für dich da ist dat wo bist denn der ganzen alles steht da fällt an der Jesus as Gott an dat das dat wat wichtig as wat hin op der Erd gemacht huet ja huet bisschen Leiit opgewuelt huet du bist Leiit inspiriert vielleicht für bei einer derweis zu leben an dabei das noch ein Philosoph me wat wichtig ist dass Jesus Gott ass das hin und kreizgangen ass für eis sinnen
an dass du nur am Oberstanden hast an da das was wichtig ist dummer der bewiesen dass sie Gott ist ja genau ja an wat das da do nicht dat ich net leve kann an wann ich mich do bist schwer doen kann ich Jesus da noch einfach so als spirituelle Lehrer gesinn oder als Mindset oder Lifestyle oder einfach Philosophie nur der ich einfach will leben also nur der Lehren von Jesus der das mit Nächstenliebe an Gottesliebe kann ich du nur leben an schon ja schon erwähnt Gottesliebe was dat dann wirklich läuft van den nur ab es verlieren aber net unerkannt dass het wirklich Gott dem Moment aus davon lebt schwatzen ja also wann ihr seht ja ich gebe gerne so lebe wie die Jesus viel zu leben das gut ich sehe sicher dass das ja ich sehe sicher dass das während dem du auf der Erde warst dass das gut für dich ist und gut für die Leute rundherum ist ich glaube wirklich dass die Art der Weise wie Jesus als Beibrüste zu leben die beste Art der Weise ist für was weil hin und Leben erschafft also hört hin auch wenn du Problem mit dem Computer hast da gehst du bei denen den der Computer gemacht hat dann du fragst hey wie kann ich die Problem lösen hin und Leben erschafft an hier wie am besten wie mehr als Menschen sollen zu simulieren mir auch Nächstenliebe also es ist ja okay schlecht Konzept also wann ich mein nächste gern und der Mann stimmt okay schuld ja absolut weil wo Menschen sich geschult man hilft den Armen gesagt jeder mehr und wie dich selber das sind alles Sachen ja die definitiv gut Ziele sind am Leben zu hindern, an dem Sinn auch philosophisch wichtig sind. Wenn man in der Bibel gucke, was am Römer 10 zum Beispiel steht, wenn ich mal aufgeschrieben, Römer 10 zum Schluss von Vers 8, das heißt Botschaft vom Glauben, den wir verkündigen, wenn du mit deinem Mund den Herr Jesus bekennst und an deinem Herz glaubst, dass Gott hier von den Deutschen Oberstuhl gelöst wird, da gehst du gerettet. Ja, gerettet für was? Gerettet vom ewigen Tod. Und das ist das, was dann noch wichtig ist. Okay, du kannst ja auf der Erde ein gut Leben mit dem, was Jesus gesagt hat. Aber was geschieht nur dem heute Leben? Was geschieht mit der, nur dem du da stirbst? Und du hast das, wo ich so du kannst nicht einfach nehmen Jesus als gute Lehrer, als Philosoph oder ein Philosoph gesehen. Also du kannst. Du kannst, absolut, ja. Aber ich gebe dir Roden, dass es nicht muss, mir dass du hin als Gott unerkennst, an deinem Herzen gelesen, wie der Teil steht. Also das finde ich gerettet. Ich finde auch so ein froh aus, wie war da kannst du dann nicht als Gott tun. Also du erkennst alles anders, das was Jesus gemacht hat, als gut, auch richtig. Ja. Aber willst aber die Richtigkeit nicht zu ihm, also willst die Richtigkeit ihm nicht da gehen. Das wie wenn ich so ein unlogisch oder dass du wissen, ja, nicht so alles, was Jesus gesagt hat, ist gut, außer die Momente, wo er behauptet, dass du Gott hast, das würde schon nützen, ne? Ich verstehe, dass ihn am Herz die Rebellion hört, dass ihn eben nicht will, ob die Jesus lauscht oder nicht, nicht ob der Jesus lauscht, aber nicht unerkennen, dass er Gott ist. Da das ganz normal, logisch. Schwangen weil mehr als Menschen mit Sinn geboren sind mehr sie geboren an einem Wesen was sich eigentlich gegen Gott rebelliert also okay und das gesehen noch durch Bibel durch regelmäßig dass ich gehört am im Leben dass doch so dass ich mich immer gegen Gott stelle oder vor Gott wasch bewegen nicht obwohl ich überzeugt dass Gott wirklich gut und ich lebe nun hin und ich will mein Leben für ihr Leben und trotzdem Bibel bezeichnet das als Fleisch, also das was den innere Schweinehund. Ja, du musst Bodybuilding, du schweinst ja vom inneren Schweinehund, das ist ein bisschen das, ja. Den immer will gegen Gott gehen und das ist eigentlich ein ständiger Kampf, aber besonders dann eben für Leute, die eben Jesus noch nicht kennen. Und ich kann ja auch am Voraus sagen, wenn ihr bis anfängt, ein bisschen mehr zu probieren, ob Jesus zu lauschen an ihn als Gott unzuerkennen, da kann das gut sein, dass sich der Körper gehen wird. Aber wenn ihr dann das merkt, dann hast du vielleicht auch schon den Beweis, okay, ich bin ja bei einer Spur von etwas, was definitiv wahr ist. Mir vom inneren Schweinehund geschwart war, gebe ich da so nach von einem so kleinen Vergleich. Also das kein Gefühl an Jesus, an den Glauben an Jesus, das kein Gefühl, dann sich mal gegen Gott entscheidet oder so weiter. Das kein Gefühl wie den inneren Schweinehund. Das schon ein höchst spirituell oder nicht durch wissenschaftliche Fakten erklärbar Tatsache von Jesus gelebt, ne? Da den auch in der Vertrauen Jesus wird
an wie dat mir offen Seel schwatzen, wie dat mir vu Gott schwatzen, wie dat mir vun abbeschwatzen wat nun dot ass doch völlig legitim dat so können ze behaupten ne et wär problematisch von den Jesus dann einfach nimmen rein wissenschaftlich ich wie wild erklären ne Nee, absolut, ja, sicher, ja. ja ass dat dann lo schlussendlich okay wann ich dat irgendwie durch irgendeine Art und Weise einfach nicht kann raffen oder so weiter also raffen nur nicht für Basis einfach wenn ich das nicht versteht dass Jesus Gott ist einfach intellektuell kann ich das nicht verstehen obwohl Jesus natürlich auch viel Sachen bewiesen hat obwohl seine Oberstehung auch ein Phänomen ist was sich auch durch andere Argumente irgendwie schlecht erklären lässt wie einfach zu behaupten dass wirklich Oberstehen ist das okay also ich hatte ja davon geschwadet wie geschlech nicht erklärbar wie wo hast du eine Lesung vielleicht für ich kann das gut verstehen das ist absolut okay dass in den Problem hört das kann ich ganz ehrlich so sagen es schwer zu verstehen oder schwer zu akzeptieren und die Sachen die ich selber auch nicht verstehen die ja wie das funktioniert dass die Jesus gleichzeitig als Gott op der Erd ass an aber auch am Himmel an aber auch als heilige Geist an uns lebt also das die Sachen die immens komplex sind an schwer zu verstehen sind me ich mengen wann ihn sich wirklich der Sache opmischt also traut an der Bibel zu lesen und zu gucken was Jesus da behauptet hört und dann eben auch einfach das ja ich verlust mich schon nicht nimmer nur Bibel mir einfach das auch andere Suchen da sind die gesagt sind ja okay die Jesus wird das heute gesagt an den Noah hin net vorausgesot dass sie werd stirwen an das Tatsache gestorben anders drauf obersteht an das Tatsache oberstanen dann mengen ich kann dat aus dat fair jetzt so ja okay komm wir gucken mal wat den so behabt hört vielleicht dass du habst du der 100 ich hat lo den Evers am Kap nëmmen du kannst bei de Pap kommen wann de Pap dich zit aha dat heißt, Gott spielt och heute auch en gewisse Rolle an der Sache wat dat egene Glaube so ugeht ne ja weil ihr seht so ganz klar nimmen du kannst bei Gott kommen wann Gott auch selber abs mischt an dem Fall den zitisch absolut ne? Ja das nicht als egen das nicht uns nabisch ne absolut ja Glauben allein dat heißt das natürlich gut sich zu informieren den Kontext zu wissen ja aber schlussendlich aus de Glauben Gott zu schild also Gott huet unsere Glaube gemacht hat sich gemacht hat mir leben ne ja wat mir muss machen as vertrauen ja natürlich mir muss den echte Schritt machen net die Leute die so gefleit nee den ich schreibt mich so Gott aber mir muss mat Gott go dat ist das kein namisch ne nee an ich sehen wat sech dass auch du vor Gott gezuges an dir se ich klappe nun unter dir an du kannst dir opmachen an schmengen du hast dann die Schritt wo von der könnt genau me das absolut verstor wann ihr seht ich will mal recht dat soll mal intellektuell gené intellektuell einfach enke gucken an erforschen an so dat kann ich gut verstoren an ja darum du kannst einfach nimmen habitieren fir an der Bibel dat Mut zur Sache ne ja gené fir dann an der Bibel zu lesen fir leichte Courage zu fir enke an Kirch zu go an du not zu lauschteen oder auch mat Kröchen zu schwatzen die do sinn oder die so fukant fir bisssen die dir opmachen ja okay war das fehlt dann alles für heute mal okay ja ich hoffe mir dass man so gut erklärt ist ja merci ich hoffe mir konnten ein bisschen weisen dass die Jesus wirklich Gott ass vieles Merc auch hi für jederin die bis zum Schluss nur geleistet hört von der Stadt gefallen hört könnt ihr gerne enke liken subscriben noch Kommentare schreiben wenn ihr irgendwas vergisst oder falsch gesucht oder so oder auch gerne, ja. Einfach auch gerne Feedback immer mal gern me dat wie mens viel dass der Kanal bis wurste kann und dass mir auch wissen a wer in Richtung man soll go mat den Episoden hei Sally muss Merc dass du bis zum Schluss nur geleistet hues wann dich interessiert fir nach so wie zu gesicht kannst du gerne abonnieren an auch gerne der Kommentare zu schreiben was du zu dem Thema hältst wann du bis zum Schluss nur geleistet hues dann interessiert dich vielleicht auch für bisschen May Dave an Bibel ranzutauchen du kannst gerne den Podcast die Bibel seht wat vierschluen die finden noch auf Spotify und auf YouTube auf verschiedenen anderen Plätzen. Auf dem Podcast gehen sie ein bisschen mehr intensiv an die Bibel ran und probieren zu erklären, was das alles bedeutet, was an der Bibel steht.